Unser erstes Aufstiegsmatch hier bei Pokémon Legends CA steht kurz bevor, doch das Problem ist, wir haben keine Ahnung, wer dieser Chris überhaupt sein soll und wo wir ihn überhaupt finden würden. Dafür sollte uns eigentlich Mathieu unterstützen, aber die will offenbar erst gegen uns kämpfen. Warum auch immer. Aber, naja. Machen wir halt, ne? Ich könnte aber eigentlich mal mein neues Dragon testen. Mathieu ist super stark. Wenn sie ihre Ermittlungen nicht so beschäftigt wäre, wäre sie beim CA Royal bestimmt in den höheren Rängen. Willst du gegen mich antreten? Jo. Aber man hat einen mega Ampharos, ne? Die Pokémon, mit denen ich kämpfe, wo mir von jemandem anvertraut, der mir wichtig ist. Auf geht's! Lebel? Eventuell? Sie startet mit Ampharos, okay. Der Lichtschild war super stark, muss ich mal zugeben. Auf Lungkiefer, dann ist ein super Matchup. Das ging jetzt trotzdem und hier kommt Mega Dragon. So, mal gucken, ob wir noch drin bleiben. Hyperstra. Natürlich muss ein Eishieb drauf haben, ne, ist klar. Turtok, du bist dran. Oh, ist er süß. Das ist eine Attacke, Freunde. Lucario, ne? Also. Hat's überlebt, krass. 1 KP oder so. Hat es einfach überstanden. Wie viele Punkte hat die noch? Du kämpfst nicht nur gegen uns allein. Meine alten Mentoren sind im Geiste bei uns. Die hat... Nee. Die hat tatsächlich... ein Mega Calamanero. Irgendwie bringt er nicht so viel, ne? So, Stolos bitte beenden. Dankeschön. Ein Glück, dass meine alten Mentoren das nicht mit ansehen mussten. Oh, so schlecht hast du jetzt also nicht. Also, Nun denn, sagt auch Team Flare etwas? Ja. Da ist doch diese Truppe, die vor 5 Jahren mit Kalos R gemacht hat, oder? Genau, ihr Boss war ein Mann namens Flordelis. Eigentlich verschwand er vor 5 Jahren, aber jetzt ist er als F wieder aufgetaucht. Er arbeitet mit einem rätselhaften Pokémon zusammen. Das hat mich misstrauisch gemacht, also habe ich Nachforschungen angestellt. Ermittlungen ergaben jedoch, dass er nichts Böses im Schilde führt. Es scheint sogar so, als handle er mit Dressiluminas. Und davon abgesehen, er hatte vor etwa 5 Jahren mit jemandem von Team Flare zu tun. So bin ich an die folgende Information gelangt. Team Flare hatte Maßnahmen zur Ausbildung der nächsten Generation ihrer Organisation getroffen. Meine Arbeit mit dem Power Suit war wohl auch ein Teil davon. Einer Teilnehmer des Ausbildungsprogramms war Chris, wobei ich nicht weiß, ob das ein echter Name oder ein Pseudonym ist. Jedenfalls frage ich mich, warum er am CA Royal teilnimmt. Vielleicht für Team Flare? Das können wir erst dann in Erfahrung bringen, wenn wir Chris und sein Umfeld näher untersuchen. Aber es könnte gut sein, dass Magnolia vom Pokémon-Labor mehr über Chris weiß. Warum das denn? Ja, warum wohl, ne?
Mehr Informationen kann ich euch momentan nicht geben. Als weitere liegt in Magnolias Händen. Ja, sie könnte schon, sie will nur nicht. Also ich meine, wir kennen Magnolia noch aus Pokémon XY, ne? Insofern, okay, weißt du was, ich gehe schnell hier hin zum Heilen, nehmen noch die Sidequest schnell mit. Und dann frage ich mich, ob ich vielleicht sogar bei Frostidie mal noch die EVs optimieren sollte. Ne? Also mein Spezialangriff ist ja schon voll. Beim Angriff noch wegnehmen, auf mehr Initiative packen. Nur, warte mal, habe ich aber die passenden Beeren dafür? Braucht ihr, was waren es, die Seetang-Beeren? Die hier. Das ging schnell. Aber eine Beere reduziert die EVs um 10, ne? Jetzt könnte ich natürlich, also rein theoretisch, Seetang-Beeren waren hier, also Quallobeeren waren für die Verteidigung, ne? Nehmen wir die noch. Wir sollen noch ein paar Beeren kaufen, ne? So, und jetzt kann er da noch... Ne, Calcium hatten wir ja schon. Carbon noch geben. Perfekt. Spezialangriff und Initiative. Optimiert. Und dann würde ich mal sagen, gebe ich noch ein bisschen was auf. Wow, gute Frage, ne? Eigentlich spielt es keine Rolle tatsächlich. Ich könnte jetzt einfach Just of Fun mal noch ein bisschen auf den Angriff geben. Halbwegs haben wir noch ein paar, ne? So. Und damit wäre Frostidie eigentlich auch schon perfekt Eva trainiert. Also was heißt perfekt, ne? Aber sie sind eigentlich optimal so verteilt, so dass es auch Sinn macht. Stolos, ja, ist ja eh ein Elite-Pokémon, deswegen waren die KP eh schon maximiert. Auf den Angriff würde ich gerne noch mehr gehen, das heißt, müsste eigentlich bei ihm auch noch Initiative, Spezialangriff und Verteidigung senken. Ach du Kacke. Ich hoffe, ich habe genug Beeren dafür. Ich glaube, das könnte ein Problem werden. So, wenn wir jetzt sagen, du kriegst noch ein bisschen auf den Angriff. Oh, nein. Ja, er war so geheilt. Ne, gut, viel bringt's nicht, ne? Vielleicht kann ich mal noch hier, Sonderbarbar, und dann noch wieder genug für... Moment. Hier. Nein, ich verklickt. So. Protein, immerhin für 6 Stück. Hat das Geld noch gereicht? Okay, dann... Das K Plus bringt hier eh nichts mehr, ne? Hatten wir schon, genau. Ernsthaft, du brauchst mal alles? Ja, und so viel auf die Spezialverteidigung drauf, ne?
Was hätte ich noch, was ich verkaufen könnte, was ordentlich Geld bringt? Ja, Avenger sagen wir mal, weil die kriege ich sowieso wieder relativ schnell. Glauben, hoffe ich zumindest. So. Das wird dann wieder für 3 Dinge reichen, ne? Nicht ganz voll, aber das Problem liegt hier jetzt definitiv in der Spezialverteidigung, ne? Ja. Yeah. Was, wir gehen nur schnell mal hier rein. Und schauen mal, ob wir da noch diese Beeren finden würden. Ich kann es mir eigentlich eh sparen, weil ich eh kein Geld habe. Mal schauen, wie teuer die schon da waren, die Beeren. Hier gibt es auch die ganzen, nicht alle Münzen, aber es gibt sehr viele Münzen. Ich dachte, es gab ja auch ein paar Beeren. Nee, hier nicht. Irgendwo sagen wir noch, wo auch die Seetangbeeren aufgeführt sind, ne? War ein bisschen seltsam. Hallo? Irgendwie, meine Kopfhörer sind, glaube ich, ein bisschen kaputt. Keine Ahnung. Ein bisschen seltsame Geräusche. Na, muss man beobachten. Also, wir haben hier Münzen. Ja, aber es sind nicht die Beeren, die ich jetzt eigentlich wollte. Aber ich war mir sicher, dass die hier sind. Da sind die Münzen wieder. Ich muss zugeben, langsam frage ich mich, ob nicht das einfach komplette Eva-Resetten günstiger wäre. Und dann halt mit dem Macht-Items nochmal neu auftrainieren. Ich glaube, das wird schneller gehen. Ach, fürchten waren die entsprechenden Beeren woanders, ne? Okay. Huch. Ah, der braucht wieder. Lassen das, ich wollte eigentlich eh nur ganz kurz. Ja. Fosteli haben wir ja jetzt optimiert. Stolos kommt dann später noch. Jetzt schaue ich mal noch. Also jetzt ist es eh so, dass bei Stolos ja alle Evas wieder verteilt sind. Das heißt, ich kann nicht mal nochmal irgendwo welche aus Versehen falsch platzieren. Das heißt, warten Sie einfach mal, bis ich dann mal die Beeren habe für die Spezialverteidigung, um die ein bisschen zu senken. Und dann kann ich immer noch wieder 1, 2 Calcium. Nicht Calcium, sondern Proteine draufpacken, ne? Damit der physische Angriff noch ein bisschen steigt. Ja, das ist eine gute Idee. Also. Da ist die Side-Quest. Um was geht das, wenn ich fragen darf? Für mich sind Pokémon-Kämpfe die Leinwand, auf der ich meine künstlerische Vision entfalte. Ich will die Schönheit und Stärke der Kämpfe einfangen, dazu die Vergänglichkeit ihres Aufeinandertreffens betonen. Was ist inzwischen mit den Sidequests hier los? Diese Trainer sind irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, überarbeitet vielleicht?
So, warte mal. Fegestein war es, ne? Stein ist eigentlich gern so ein guter Typus gerade. Nee, ist irgendwie ein bisschen doof. Ernsthaft? Wow, hat Finale einen kleinen Radius. Hat gar keinen Schaden gemacht. Oh, aber keine Labklinge mehr, ne? Warum haben alle ihre Pokémon Finale drauf? Vor allem ein Onix mit Finale. Und eins mit Explosion. Zum Glück brauchen die Attacken eine Weile zum Aufladen. Ich verstehe es trotzdem nicht. Oh, okay. Damit hat er also nicht gerechnet tatsächlich. Kavum! Die macht mir ein bisschen Angst. Mein künstlerisches Finale ist wohl nach hinten losgegangen. Aber es erinnert mich an die weißen Worte der Tränenringe, in die ich einzig angetreten bin. Gib alles! Ohne Rücksicht, was alles geben, ohne Rücksicht auf Verluste. Nach jedem Kampf ist unser erster Stopp natürlich das nächste Pokémon Center. Ah ja. Trotzdem waren jetzt da gerade nur 3 Pokémon von ihr zu sehen und nicht alle. Ihr habt Themenfinale bekommen. Ja. Nur mal so just for fun. Welche meiner Pokémon können das überhaupt lernen? Keine, Gott sei Dank. Also zumindest keine in meinem Team, ne? Ja, Galagladi, das lief ein bisschen ungünstig, sag jetzt mal so. Da ins Pokémon-Labor, ne? Dann gehen wir. Was haben wir noch? 2 Sidequests noch offen, ne? Also, noch nicht abgeholt, ne? Sagen wir so. Das schnell so hin. Okay. Gut, dann gehen wir mal ins Pokémon-Labor. Jetzt. Apropos, habe ich eigentlich eine Forschung abgeschlossen? Nö. Das tatsächlich nicht. Okay, hier ist nichts Neues. Genau, die Fossilien. Gehen wir ins zweite OG. Lächerlich, das ist einfach nur grotesk. Das ist der verflixte Bürgermeister. Als wäre es meine Schuld, dass es immer mehr Wildsektoren gibt. Das kann ich ihm einfach. Aber das kann ich ihm nicht deutlich sagen. Er weiß, wo ich angreifbar bin. Das berechtigt ihn aber noch lange nicht dazu, mich so ungeniert auszunutzen. Was? Schließlich bin ich hier die stellvertretende Direktorin. Na, wie kommt es mit den Forschungsaufgaben voran? Es geht um Gris. Gris? Team Flair, du weißt ja gut Bescheid. Nun zu deiner Info. Ich war früher ein Mitglied von Team Flair. Was? Ja? Ich habe eigentlich nichts dagegen, dass jemand Fragen stellt. Aber viele Menschen reagieren nach wie vor allergisch auf den Namen Team Flair. Wenn mich jemand danach fragt, streite ich es nicht ab, aber ich hänge es auch nicht an die große Glocke. Nach der Auflösung des Teams wurde ich in Gewahrsam genommen. Aber ich habe mich auf einen Deal eingelassen.
So kam es, dass mir die Stelle der stellvertretenden Direktorin übergeben wurde. Dadurch konnte man mich leicht im Auge behalten. Schon bei Team Flare hatte ich damals die Energie von Pokémon untersucht, also kann ich nicht sagen, dass mir Arbeit hier missfällt. Aber sorry, du bist ja wegen Gris hier. Er gehört jetzt zur zweiten Generation der Mitglieder von Team Flare und wird Gris genannt, was von der Farbe Grau kommt. Er hat in Sachen Pokémon-Kämpfen einiges drauf, aber damals keine richtige Gelegenheit, das zu beweisen. Er hat gesagt, aber keine Ahnung, was er im Schilde führen könnte. Wenn du das herausfinden willst, solltest du mal beim Imbiss Nouveau auf dem Zentralplaza vorbeischauen. Warum? Du wirst schon sehen. Komm schon, was wäre das Leben ohne Rätsel und Geheimnisse? Vergiss aber nicht deine Forschungsaufgaben, ja? Ja, ich weiß. Zuerst die Arbeit und das Vergnügen. Obwohl wir eben noch Urlaub hier machen, ne? Also von dem her. Was? Ist ein neues Sidequest aufgetaucht. Was ist denn das hier mit den Sidequests? Was? Ein, zwei Gespräche? Ah, hier neue Sidequests. Okay, ein paar Scholunios. Was ich mache? Ich füttere wilde Stolunio. Stolunio essen am liebsten Eisenerz, aber wenn man nicht aufpasst, knabbern sie auch gern mal ein Auto an. Damit sie das nicht tun, gebe ich ihnen einen Haufen Altmetall. Aber wenn sie immer nur das Gleiche bekommen, haben die Stolunio vielleicht bald die Nase voll. Glücklicherweise hätte ich da eine Idee. Vielleicht kann man dem Altmetall mit Giftattacken ein bisschen Würze verleihen. Wenn du diesem Altmetall mit der Attacke Matschbombe einen geschmacklichen Kick verpassen könntest. Wow. Stahl mit Giftgeschmack. Okay. Habe ich über eine Tee-Matschbombe? Ja, aber kann so ein Pokémon hier kann es lernen. Wer könnte Matschbombe? Also. Ja, Fleck ist. Galar-Fleckmon können es sicher. Also immer ziemlich sicher. Obwohl, vielleicht kann es ja so, wenn es entwickelt ist, ne? Ja. Ich glaube, war doch, ich bin mal. Dachte zwar da auch schon mal gesehen, wie es eine Giftattacke eingesetzt hätte. Ja, okay. Feuersturm, Magieflamme, also das ist auch sowas, ne? Ist Geist, Pflanz-Pokémon, keine Feuerattacke. Weil Magieflamme als Geist irgendwie einen Sinn macht, finde ich. Oh, jetzt sucht das Metall selbst für mich fast schon verlockend. Was? Stoll! Die Stoluni lassen es sich ja richtig schmecken. Eigentlich war das nur so ein Einfall von mir, aber ich freue mich, dass es so gut hingehauen hat. Das hast du super gemacht. Vielen, vielen Dank für deine spontane Hilfe. Als erstes werde ich wohl herausfinden müssen, in welcher Giftattacke es den Stoluni am besten schmeckt. Keine Sorge, ihr kleinen Vielfraß. Ich bringe euch auch weiterhin leckeres Altmetall vorbei. Wir bekommen das Machtband. Wofür war das Machtband jetzt schon wieder? Warte mal, Machtgewicht war KP, Machtreifen Angriff, Verteidigung. Spezialverteidigung, okay. Das heißt, mir fehlt noch das Item für den Spezialangriff.
schon dann. Die Sidequest gelöst, ne? Dann machen wir die sind es 4 Stück noch, die machen wir später. Damit wären wir dann bei 101, ne? Okay. So. Ich glaube, das liegt in der Folge noch drin. So knapp. Ja, ich habe eine Vermutung, warum. Ich dachte, dass dieser Laden nur durch seinen Lager punkten kann. Doch anscheinend bist du wirklich ein Fan unserer ekligen Getränke. Wenn du etwas bestellen willst, sprich bitte mit meiner Kollegin. Einmal ein Gespräch mit Chris, bitte. Wie amüsant. Sieht aus, als hättest du deinen Gegner fürs Ausstiegsmatch gefunden, was? Ja, die Rolle des Chefs vom bekannten Imbiss Nouveau auf dem Zentralplaza ist nur Fassade. In Wahrheit bin ich beim Serie Royale auf Rang B und der Boss von Team Flair Nouveau. Oh Gott. Du hast es erfasst. Ich bin Chris, ganz in deinen Diensten. Ich verfolge ein wichtiges Ziel, durch welches ich meinen Weg zum Serie Royale gefunden habe. Deswegen kann ich mir eine Niederlage gegen dich nicht erlauben. Du verstehst sicherlich nicht, worum es hier wirklich geht. Soll ich dir alles erklären? Chris, der gehört zur AZ. Wir sollen niemanden, der für den Typen arbeitet, gar nichts erklären. Das ist Grisel. Sie ist ebenfalls Teil von Team Flair Nouveau. Du sollst ihn hier und jetzt aus dem Weg räumen. Grisel, bitte beruhige dich. Imbiss Nouveau ist ein Ort zum Entspannen. Verursache hier bitte keinen Aufruhr. Na schön, ich habe die Koordinaten geschickt. Warte dort, wenn du hören willst, was wir zu sagen haben. Wir machen den Laden zu und kommen dann nach. Bitte wirf einen Blick auf deine Karten, warte mal am angegebenen Ort auf uns. Oh je, die Rückkehr von Team Flair, muss das sein? Ja gut, das ist die Frage, macht das Sinn, dass wir jetzt das noch machen, bevor es Nacht wird? Weil gegen Gris antreten zum Match kann ich eh nur, wenn es Nacht ist. Ne? Ich brauche erstmal noch die Punkte. Und die kann ich ja nur nachts holen. Oh je, Leute. Ja, ich würde sagen, das war trotz allem eine sehr interessante Episode. Und dann, ja, sehen wir uns nächste Party wieder und können gespannt sein, wie es weitergeht, ne? So mit der ganzen Story, auch um Team Flair rum, aber natürlich auch, was den Kampf gegen Gris betrifft und wie es dann eigentlich weitergeht, ne? Weil dann wären wir auf Rang A. Und was dann? Sind wir automatisch ein Meister der Mega-Entwicklung, wie AZ es sagt, oder kommt da noch mehr? In diesem Sinne, bis nächstes Mal und ciao zusammen.